langsam. Und im Studio waren wir dann beim Thomas Zwanzger in den Stress Studios in Graz-Buntigam. Schön gesagt. Wo war das? Bravo, hey. Wo war das? Wie war das? In Graz-Buntigam. Buntigamerisch. Die Atmosphäre beim Tom ist eine ganz eigene. Es wirkt alles sehr chaotisch. Du gehst durch Lagerhallen durch, wo da eine Grazer Werbefirma ihr komplettes Arsenal an Plakaten und Werbemitteln aufgestellt hat. Gehst da durch, kommst in den nächsten Raum, wo nur Schlagzeuge liegen und letztendlich bist du dann in einem Studio, was überquellt vor Instrumenten, Schimmel und wirklich, keine Ahnung, Lust dort zu arbeiten. Du bist einfach, das ist einfach ein bisschen, keine Ahnung, sehr gemütlich, sehr eine warme, schöne Atmosphäre dort, dass du dort arbeitest. Es ist wirklich ein sehr geiles Studio. Rauch in der Luft und Staub auf der Straße und Feuer im Herz. Heizung zur Zeichen und Stress und laut, du Clowns bist nicht mehr wert. Rauch in der Luft und Staub auf der Straße und Feuer im Herz. Heizung zur Zeichen und Stress und laut, du Clowns bist nicht mehr wert. Der Tom hat uns praktisch mit offenen Armen empfangen und hat aber gleichzeitig uns dann ein Watschen gegeben, in dem ein paar gewisse Lieder, wo er einfach kritisch gesagt hat, Jungs, so nicht und so schon und das gefällt ihm und das gefällt ihm nicht. Also er war da immer voll ehrlich, was ich sehr schätze an den Tom. Das ist auch bei uns in der Band eigentlich, hat das immer ganz gut funktioniert. Also wir haben dann immer gleich sagen können, der Text ist eigentlich ziemlich mies, das nehmen wir nicht, oder wir können noch mal da drüber arbeiten und diese Ehrlichkeit hat das Album, glaube ich, auch so weit gebracht. Also dass wir nicht da immer so ein bisschen herumgeeiert haben, das kann man vielleicht anders machen, sondern wir haben es immer gleich direkt geradeaus gesagt und letztendlich ist durch dieses Feedback, durch dieses Gegenseitige ist das Album, glaube ich, auch so gut geworden für meine Begriffe halt. Alter, das war eine komplette Katastrophe. Nichts Neues, im Westen nichts Neues. Ich bin gerade wieder eingezogen. Ich wohne jetzt da. So, auf den Schock trinke ich mal einen Kaffee. Auf jeden Fall ist Pre-Production vor jeder Albumproduktion notwendig. Man hat eine Idee oder man hat Ideen im Kopf, die ganz Lieder sind für sich selber, sage ich jetzt mal, dafür eine Band stehen. Aber man weiß genau, wenn man jetzt die 5 Tage, oder in unserem Fall jetzt eben 5 Tage nochmal zusammensetzt und über jedes Lied das zerlegt und einfach schauen kann, okay, was für ein Teil kann man vielleicht einfach noch verbessern, was für Details kann man noch einbauen. Das ist einfach der Feinschliff von dem Ganzen und das macht schon viel aus. Das ist ein Bass-Pattern. Da geht's. Du cha, du cha, du cha, du cha, du cha. So spielt man das. Pre-Production ist halt schon damit das Ganze einfach standfest ist und damit man einfach das Beste draus holen kann. Weil wenn man jetzt die Lieder schreibt oder die Lieder macht, dann hat man, glaube ich, nicht so einen Kopf, wenn man jetzt sie später dann einmal extra noch ein paar Tage hinsetzt und da einfach komplett konzentriert nochmal drüber schaut und schaut, was geht noch. Das kann man noch rausholen. Ja, genau, ja. Geht's ein Weil bisschen das auseinander? einigermaßen angefangen. Genau. Und beim zweiten Beim zweiten würde ich nur liegen lassen, weil da fiedelt der voll weg. Soll ich dann auch mitspielen, Ernst? Nein. Das kommt aber sehr geil, wenn man das zusammenholt. Genau, da muss der Fokus bei allen dann aber liegen. Da. Bald auf einmal am Boden aufkommen, sind die Spezialregeln für die Speziellen. Die Pre-Production zu unserem Album hat so ausgeschaut, dass wir uns einmal im
für uns noch komplett eigenen Studio beim 20er Dom eingefunden haben, wo wir uns in den Aufnahmeraum, der ungefähr so groß ist wie unser Proberaum, im Prinzip wie in einem Proberaum zusammengesetzt haben, die Lieder einfach einmal durchgespielt haben, diese aufgenommen haben, das hat der Dom einfach mit seinem Equipment mit aufgenommen, dann hat er sich das angehört, der noch als Produzent mit komplett frischen Ohren an dieses Material herangegangen ist. Der hat dann mit seiner Erfahrung, mit seinem Können, mit seinem Gefühl dafür und vor allem mit dem frischen Hirn, das noch nicht vollkommen betriebsblind für die Lieder ist, an dem er schon seit Ewigkeiten arbeitet, einfach einmal so Sachen gesagt wie, du, das kannst du sowieso nicht machen, das ist Kraut und Rüben. Oder das gefällt mir schon ziemlich gut, aber da könnte man den Refrain weglassen. Und durch solche Sachen sind dann einfach Spannungen, die in einem Lied drin sind, aufgelöst worden, was du gedacht hast, das Lied fließt jetzt einfach durch in einen. Solche Dinge sind dann in der Pre-Production einfach im Vorhinein behandelt worden, was du sagst, du setzt das ist im Prinzip der Schritt zwischen Songwriting und einem eigentlichen Studioaufnehmen, wo du einfach noch so viel verbessern kannst und es ist noch nicht so endgültig, wie wenn einmal das Schlagzeug und der Bass steht und dann kommst du drauf, ui, eigentlich wäre es viel besser gewesen, wenn man da einen Refrain weggelassen hätte oder sowas und dann passen die Übergänge einfach viel besser. Und es fühlt sich einfach natürlich an, wenn man die Lieder noch gemeinsam umschreibt, anstatt wenn dann am Computer gesagt wird, ja, klick, schneiden, da machen wir das. Ah, scheiße, da sind die Bläser, das passt mir gar nicht. Das müssen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Oder Bass und Kick sind noch nicht zusammen. Oder was weiß ich, Gesangslinie, bla. Gesang ist noch nicht zusammen. Ich würde vielleicht sagen, interessant wäre, dass du, wenn wir einmal durchspielen, also das erste, ich würde einmal durchspielen, wo du mitsingst zwar, aber nachher noch extra noch einmal eine Spur nur drüber singst. Ja. Weil wenn Spielen und Singen ist immer so eine Geschichte und dass ich auch wirklich eine klare Linie habe, was passiert mit Gesang. Und so haben wir dann 5 Tage lang über diese Lieder drüber gearbeitet, haben Sachen verändert, haben wirklich Sachen komplett verworfen, Passagen geändert, Refrains gekickt und so weiter. Und letztendlich dann die fertigen Nummern gehabt, die wir dann 1,5 Monate auf Teufel komm raus üben durften. Und dann sind wir ins Studio. Anfang Juni. Das war cool.